unsere Geschichte Nummer 6. Wir wollen uns von der noch mehr von unseren Voreltern ihre Erfahrungen in Manitoba vertellen. Als wir letztes Mal aufbrüchen, dann haben wir uns gerade noch ein bisschen über Distriktschulen auf der Westreserve unterhalten. Von der vertellen wir uns noch mehr davon. Durch ihre mennonitische Schulenspeichers, die Manitoba-Regierung braucht, um die Distriktschulen en mennonitische Dorpen zu entspeichern, versucht die Regierung beständig immer noch mehr mennonitische Dorpen für bessere Schulbildung zu interessieren. Aber manche Oldkolonien auf der Westreserve hatten diese Schulenspeichers keinen Erfolg. Da bleibt dort noch immer bei der eine Distriktschule in Rheinland. Die Lehrer in der oldkolonischen Gemeinde werden davon überzeugt, dass Christen ihre Kinder nicht in Regierungsschulen unterrichten lassen dürfen. Und dort ein Distriktschulen annehmen, war der Anfang sein wird von zu großem Regierungseinfluss auf ihre Kinder. So ist dort in Russland gewesen wird. Und dort geht auch nicht sehr lang, aber bewies dafür abkein, dass sie reich gewesen wären. Manche Bergtäler und Sommerfelder auf der Westreserve hat die Regierung so wie langsam ein bisschen mehr Erfolg mit ihrem Distriktschule in Anbringen. Und nu erst mal ein klein bisschen von den Entstehungen von lokalen Regierungen auf beiden mennonitischen Reserven. Die Hanover und Haspeler Municipalities auf der Ostreserve und der Rheinland Municipality auf der Westreserve. Auf beiden mennonitischen Reserven hatten unsere Voreltern Koloniesamter, die einen Vorsteherhelfer und einen Schreiber hatten, die aber ganz unabhängig waren von der provinzialen Regierung. Diese Ämter waren auch eine Art Selbstregierung, ähnlich so als die Mennoniten ihr Gebietsamt in Russland, aber diese hatten mal so viel Macht, als die Ältesten haben leid. Was sie an Landesregierungsmacht hatten, wir bloß die Kolonisten ihre Taxen einzukollekten für die Regierung. Über dem Schulwesen und über ungehorsame Menschen hatten Koloniesamter keine Macht. Dort war die Oms ihre Verantwortung. Auf der Ostreserve, wo viele Bergtälerfamilien und weniger Kleingemeindefamilien wohnten, da wurden so wie langsam lokale Regierungen gegründet, ohne viel und große Schwierigkeiten. Aber eine lokale Regierung zu gründen auf der Westreserve, wo viel mehr Oldkolonien wohnten als Bergtäler und Sommerfelder, dort war viel schwieriger. Die oldkolonische Gemeindenleiter waren ganz gegen eine lokale Regierung, die wahre aus mennonitischen Männern bestehen soll. Dort wird die wahre Kirche in der Regierung durcheinander bringen, so ist dort in Russland geworden wäre. Und dort wäre die Hauptursache, wohin sie aus Russland ausgewandert wären. Durch ihre Selbstregierung, durch ihrem eigenen Gebietsamt in Russland, hat die russische Regierung beständig immer noch mehr Einfluss gekriegt in ihrem Schulwesen. Deswegen wird die oldkolonische Gemeindenleiter dort von ihrem Lehrdienst ganz klar gesagt, dass sie nicht teilnehmen dürfen an eine lokale Regierung genannt wählen, dass sie keiner von ihren Gliedern darf in eine lokale Regierung genannt wählen lassen. Aber die meisten Bergtäler und Sommerfelder auf der Westreserve wären scheinbar dafür, eine lokale Regierung zu haben. Und da wären auch was von unserer Oldkolonie, denen dort zu viel Macht wäre, was ihre Gemeindenleiter haben, für eine lokale Regierung auf ihrer Reserve. Diese Sache führt zu großen Konflikten zwischen Oldkolonie, Sommerfelder und Bergtäler auf der Westreserve. Aber mit der Zeit war doch die lokale Regierung, die Rheinland-Municipalität, angewählt. Wenn wir hier alle Schwierigkeiten verteilen wollen, was diese Sache mit sich bracht, dann würde die meiste von uns dort vielleicht langweilig worden. Aber was wir gesagt haben, denke ich, wir neidig zu sein, um Sachen Lothar besser zu verstehen, wenn wir erst nach Mexiko gekommen sind mit unserer Geschichte.
Nu erstmal een beetje van wo de eerste verschiedene kerkennomes oder Gemeindennomes in Manitoba entstanden. In Russland gehörten alle Lied op de Beichtholkolonie, wo Gerard Wieb der Älteste war, op de Fürstenlandkolonie, wo Johann Wieb der Älteste war, en de Lied wordt van de oude kolonie naar Manitoba kwamen, tot dezelfde gemeente. Ze waren alle Lieder in de kirchliche Mennonitengemeinde. Hier in Manitoba nemen die van Fürstenland gekommene Lied en die van de oude kolonie gekommene Lied, die sich met de Fürstenlander opsloten, zoals we al eerder gezegd hebben, den Gemeindennamen Rheinländer Mennonitengemeinde offiziell an. Aber diese Rheinländer werden manch an selbst und auch manch die anderen Mennoniten in Manitoba bald als Oldkolonie bekannt. Das heißt, man redet nicht von Rheinländer, aber von Oldkolonie. Von der Beichtholkolonie gekommenen Familien wohnen viele auf der Ostreserve und viele auf der Westreserve. Die Beichtholer, die auf der Ostreserve wohnen, die nehmen mit der Zeit den Gemeindennamen Kartitzer Mennonitengemeinde an. Und die Beichtholer, die auf der Westreserve wohnen, geben ihre Gemeinde mit der Zeit den Namen Berchtaler Mennonitengemeinde. Und diese Beichtholer Gemeinde auf der Westreserve spielt 1893 ab. Und dort Port, wo sich von der Beichtholer aufspielt, gibt ihre Gemeinde den Namen Sommerfelder Mennonitengemeinde. Weiter können wir uns viel vertalen von dem in Manitoba zu verschiedene Gemeindennomen kommen, aber ich denke, wir haben uns vielleicht so viel davon vertalt, als nötig ist zum Verstehen, wer gemeint ist, wenn wir von Beichtholer, Sommerfelder und Oldkolonie reden. Nu ist mal ein bisschen von wo unsere Vorväter immer weiter dafür sorgten, dass ihre junge Lied zu eigenes Land kamen, zum Aufformen worden kamen. In den Anfangsjahren waren da noch in Stadt immer freie Heimstätten zu haben für junge Familien auf beiden mennonitische Reserven. Aber als unsere Voreltern dort so um 1894, 95 all neidig und mehr Land fehlt für ihre Junges, dann können sie in Manitoba dicht bei den mennonitischen Reserven für ihre Junges all nicht mehr 120 Acker Heimstätten kriegen. Aber die föderale Regierung in Kanada eigen noch immer die ganze Prärielandschaft vom Lothren Saskatchewan, was noch immer Northwest Territories genannt wird. Sie hat da noch immer dort Recht 120 Acker Heimstätten zu verschenken, an wem sie will. Kleine Beichtholer und Oldkoloniegruppen wären all nach Westen getrokken und haben da Heimstätten genommen. Aber dort fehlt bei der Oldkolonie und auch bei den Beichtholer in Sommerfelder noch immer neidig und mehr Siedlungsland. Diese können dort noch weiter bei der Föderalregierung utarbeiten, dass sie Norden von Saskatoon und Hague in Osler-Gegend eine mennonitische Reserve kriegen. Von 1894, 95 an kriegen viele Oldkolonier, Beichtholer, Sommerfelder und andere mennonitische Familien Heimstätten in dieser Gegend. Und so bei 1905 hatten unsere Vorväter bei der Regierung auch ausgearbeitet, dass sie auch in der Swift-Current-Gegend noch weiter eine Reserveland kriegen. Und die Mennoniten können sich da noch immer alle Wegen ansiedeln mit voller Religions- und Schulfreiheiten, die die Regierung der Mennoniten 1873 gegeben hat. Und nu trägt nur die Mennoniten ihre Schulen in Manitoba und Saskatchewan. In Russland wären dort die Oldkolonier, die von 1842 an all eine Lehrerschule hatten. Aber die Beichtkolonisten, die von 1836 bis 1840 von der Oldkolonie nur die erste Tochterkolonie trocken und ihre neue Kolonie Beichtholkolonie nannten, die haben sich an dieser Lehrerschule nicht beteiligt. Hier in Manitoba werden dort die Beichtholer, die 1988 mit einer Lehrerschule anfangen. Die Beichtholer, ihr ältester Johann Funk, auf der Westreserve, wie einer von den Männern, die in Gretna, Manitoba, die Lehrerschule gründen. Und da wären ein großes Schuf Beichtholer, die für bessere Schulbildung wären,
in eine Lehrerschule haben wollen. Aber die meisten Beichtholer wollen noch keine Lehrerschule haben, und dadurch trennten sie sich von der Beichtholschen Gemeinde auf und gründen die Sommerfelder Mennonitengemeinde. Die Oldkolonie ihre Gemeindenleiter und die Mehrheit von ihren Gliedern wären von Anfang an ganz gegen eine Lehrerschule. Die Oldkolonie wird für bessere Schulbildung wären, die gingen entweder eben nur die Beichtholsche Gemeinde oder die würden sich nicht öffentlich zu sagen, dass sie auch jeden Schullehrer haben mochten, die vorbereitet worden wären an eine gute Lehrerschule. Und weil die Oldkolonie in Kanada nicht als Schullehrer schmeiden dürfen, die an der Gretnische Lehrerschule als Lehrer vorbereitet worden wären, sank ihr ganzes Schulwesen beständig immer noch darauf. Das scheint eigentlich ironisch. In Russland hatten die Oldkolonie all eine Lehrerschule von 1842 an. In der Oldkolonie in Fürstenländer dürfen all lang bloß Sonnendarf-Schullehrer schmeiden, die durch Schullehrerbildung gekriegt haben an ihrer Lehrerschule. Und ihre Schulen wären dort all sehr verbessert worden. Aber die Beichtholer haben dort noch immer Schullehrer, die nicht Lehrerschulbildung gekriegt haben. Hier in Manitoba wären dort ein Port von der Beichtholer und dort Port von der Oldkolonie, die nur die Beichtholer Gemeinde übergewonnen wären, wo die Gretnische Lehrerschule und Leben raubten und an Schulverbesserung arbeiten. Kreuz ironisch schien dort mit dem Zolenwiesen oder Choralwiesen singen. Die Oldkolonie in Fürstenländer sungen in Russland en all ihre Schulen al über 30 Jahre Zolenwiesen und hatten auch all angefangen an alle Kirchen Zolenwiesen zu singen. Hier in Manitoba mögt ältester Johann Wieb alle Kirchen singen und alle Schullehrer waren die alte lange Wiesen singen. Und der Beichtholer ältester Gerhard Wieb wollte das Kreuz so gedonen haben von seinem Vater Johann Wieb. Aber nur ganz kurze Zeit in Manitoba, dann hielten die Beichtholer ab, die alte lange Wiesen zu singen und sangen die Zolenwiesen. Ich habe unsere Vorderst davon reden hielt, dort aus die Beichtholer antworten, dort die Oldkolonie in Manitoba die alte Wiesen sangen, dann haben immer mehr Beichtholer gesagt, wenn die Oldkolonie die lange Wiesen singen, dann singen wir die Korte. Wir singen nicht so aus der Oldkolonie. Ich glaube, das ist wohl ein bisschen übertrieben worden, aber da wird wohl doch was an so was sein. Dann, da wäre scheinbar in Russland auch lang so ein bisschen eine Rivalität, Rivalry, oder Wahrheit zwischen Oldkolonie und Beichtholer. Die Manitoba-Regierung entwickelt in den Anfangs 1890er Jahren neue Schulgesetze, durch wo alle Distriktschulen in Manitoba Public Schulen worden sollen. Diese Schulen mussten ein Jahr gut vorbereitete Schullehrer haben und zum großen Teil vorgeschriebene Textbücher brauchen, um die Kinder unterrichten. Aber man darf in diese Schulen auch die deutsche Sprache und Religion unterrichten. Die Sommerfelder ihrer Leiders hadden met de Bredergemeinde ihrer Leiders und mit dem Lehrerschulprinzipal Heinrich Ebert top einen Religionsplan uitgearbeitet für ihre Public Schullehrer zum Brücken für ihren Religionsunterricht in diese Schulen. Sie hadden auch ihre eigene Inspektors zum sein, dass Religion dort richtig unterrichtet wird. Der Lehrerschulprinzipal Heinrich Ebert wird die Manitoba-Regierung ihr Schulinspektor für Public Schulen oder Distriktschulen und mennonitische Dorpen. Und hat zu gleicher Zeit auch die Abgabe mehr Lied in mennonitische Dorpen für Schulverbesserung durch Distriktschulen zu interessieren. Als Ebert 1891 Schulinspektor wird, dann werden in Manitoba nochmal 8 Distriktschulen in mennonitische Dorpen. 1896 werden da 41 so eine Schulen. Die Matten waren aufbrechen, unsere Zeit ist aufgerannt. Nächstes Mal vertellen wir wieder von unserer Eltern ihre Erfahrung in Kanada
wegen ihrer Schulvrijheden. En van wo dat aanvangt immer klarer te worden, dat de Mennoniten wel ihre private Schulvrijheid in Manitoba en Saskatchewan verlieren worden. Ik wens je een goede nacht oder einen guten Tag, wanneer jullie hier. Wat next month. Ik zie George Ramp.